Hey liebe Leute, Mr. Geo Mike und herzlich willkommen in meinem Zimmer, oder besser gesagt ein Teil von meinem Zimmer. Ich habe gedacht, machen wir mal ein Unboxing in meinem Zimmer und heute geht es nicht um meinen neuen iMac, den ihr hier im Hintergrund seht, auch wenn das ein hure geiles Ding ist, sondern Assassin's Creed Black Flag, also Assassin's Creed 4 ist rausgekommen und ich als riesengroßer Fan habe mir natürlich die Skull Edition müssen ziehen. Und gemäss Vogue steckt da wirklich viel drin, für das, dass es eigentlich so ein kleines, winziges Päckchen ist, so eine schöne kleine Schatztruhe. Und für das tue ich natürlich jetzt kurz schnell rauszoomen, schnell ein bisschen da am Rädchen drehen, damit man nachher wirklich alles sieht. Eben, es ist mit der Spiegelreflexkamera aufgenommen, tut nicht autofokussieren, darum ist es auch nicht gerade so einfach. Ja, da die Edition. Jetzt nehmen wir mal schnell das Geschmäus weg. Da hinten seht ihr das, was ihr eigentlich auf jedem normalen Spiel seht, die Erklärung, um was es in dem Spiel geht, was eigentlich alles drin steckt und was für Anforderungen ihr braucht. Und ja, das ist die Edition, wirklich da der Hauptprotagonist, wirklich sehr detailreich gemacht, gefällt mir mega, ist wirklich saumässig gut gelungen. Dann haben wir natürlich noch da auf der Seite haben wir den Namen vom Spiel Assassin's Creed 4 Black Flag, damit ihr es im Regal ja findet, wenn ihr es mal wieder vorgrapscht und das Zeug holt und dann natürlich das Titelbild. Und jetzt schnell zum Inhalt, was alles drin ist. Ihr seht es ist recht viel. Da schnell alles auf die Seite legen und das tun wir natürlich jetzt drehen, weil eigentlich sollte das ja das Titelbild sein und da geben wir glaube ich alle recht, das sieht wirklich abartig geil aus. Und jetzt zum Inhalt, wie gesagt, es spiegelt ein bisschen alles, aber wenn ich es dann anstelle, sieht man es besser. Assassin's Creed Black Flag, der Soundtrack. Da haben wir natürlich auch die bedruckte CD mit einem Kompass. Ich hoffe, man sieht es. Ja, ganz kurz jetzt beim Einpacken sieht man es noch ganz schnell. Eben, es sind nicht gerade die besten Materialien, wenn das Licht so leuchtet. Da haben wir noch einen geheimnisvollen Umschlag, kein Liebesbrief von einem Pirat, sondern zwei schöne Postkarten. Ähnliche Bilder, wieder vom Hauptprotagonist und hinter uns ein schönes Segelbötchen, also Segelbötchen, es sieht eher aus wie ein verdammtes Kriegsschiff. Und ich denke mal, auf denen werden wir sicher auch viel unterwegs sein. Ich freue mich, weil das ist doch im letzten Assassin's Creed eines der Pluspunkte gewesen, wo wirklich saumässig Spass gemacht hat. Auf dem Wasser mal ein bisschen fighten. Und ein Highlight von dieser Skull Edition ist das Artbook da. Wirklich sehr detailreich gemacht, lässt sich sehen. Und ja, schnell zeigen, was da alles drin ist. Wirklich so sketchhafte Bilder. Wirklich sehr schön gemacht, wirklich mein Stil. Für all die natürlich Assassin's Creed kennen, da der Animus, die Aussenwelt, bevor man eigentlich via DNA in die Vergangenheit reist. Da natürlich Charaktere vom Hauptprotagonist bis zu den Piraten, die noch da werden folgen. Natürlich auch die schönen, detailreichen Landschaften. Für das ist Assassin's Creed berühmt. Auf der PS und nicht nur auf dem PC. Und dann haben wir noch natürlich da unsere schöne Haie. Ich würde mich jetzt schon freuen. Ich würde mich grausam aufregen, wenn mich so einer frisst. Aber das ist ja gleich. Und ja, eben, wir sehen es ist so ein bisschen Conquistador-mässig. Also wirklich ein bisschen erobern. Nach Spanien sieht das aus. Und ja, da haben wir unsere schönen Schiffspiratenleben, wie das so aussieht im Spiel. C-Kämpfe plus Versklavungen und eben leider glänzt es ein bisschen. Aber eben, kaufen sie selber, dann haben sie es auch. Nein, Scherz beiseite. Eben, es ist sehr schön gemacht, wirklich lässt sich im Bücherregal gut sehen. Und zum schönen Schluss haben wir natürlich noch Spiele, damit wir das überhaupt spielen können. Wir wollen ja nicht nur den Zusatz, sondern das Originalspiele dazu. Und leider hat es da nicht noch ein Steelbook-Case gehabt. Hätte ich gerne dabei gehabt, damit man nicht immer alles auspacken muss und das auch im Bücherregal einigermaßen schön aussieht. Und ja, das wäre es gewesen. So sieht die Skull Edition aus. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wenn ihr wollt, kauft sie euch. Und wenn ihr etwas aus dem Spiel sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich natürlich sicher auch mal etwas vom Spiel erzählen. Und sonst oder ein paar Let's Plays machen. Schreibt es in die Kommentare und man sieht sich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao zusammen.